So, Servus zusammen. Wieder zurück im, ne, noch nicht Chaos of Deponia, das kommt später, aber in Deponia. Ja. Moment. Ich muss mich da erstmal. Ah, da waren wir schon. Da geht nichts mehr. Na ja, zu Toni. Toni ist der Beste. Was sind eine die Toni sogar? Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ja, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Okay, gut, da geht nein. Ach, Sie denn? Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg. Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Ach, die ist ja nett. Einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Okay, das ist perfekt. Das ist wunderbar. Das nehme ich. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Ich bin aber schon. Und das heißt, ich habe dich für den Rest Bisschen? meines Lebens am Hals. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du Bist immer noch da. Finger weg von meinen Sachen. Gut. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Was habe ich denn da? Magnete? Warte nur mal. Die kann ich umzeichnen, wenn ich will. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Nope. Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Passiert.
Das muss nicht gewartet werden. Ja, das weiß ich schon. Scheiße. Gitsch, Alter. Bitsch, bitsch. Wenn sie einen Herzschrittmacher hätte vielleicht. Aber Okay. sie hat ja noch nicht mal ein Herz. Ja, passiert. Kennen wir. So sind sie halt drauf. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du Punkt bist zwei. ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Ja. Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel. Mein Blutdruck. Ja, pass auf. Ich muss meditieren. Einatmen. Ausatmen. Macht sie gut. Macht sie gut. Macht sie gut. Kann man dumm drauf drücken, wenn man will. Oh. Das wird mir noch nix. Herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Ist ja nice. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Da ist ja nicht einmal mehr ein... Ich muss wohl meine... Mühle. Ja, was Mühle wir dann? 700 dran. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Oder hatte ich ihn mit Progerie infiziert? Was weiß ich. Fehlt mir ein Dell von dem Spiel? Egal, ich gehe mal aus. Das kennen wir schon. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Ah, Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. passiert. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Ja. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Welche? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast Ah. gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti.
Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, Ja. da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ja. Aber eher so von Probleme. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Oh, aber dann das ist habe gut. ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Stimmt. Ja, ja, ja. Mhm. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Quasi das Gleiche. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuvak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Hm. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasser... Ja, gut. Bis später. Jetzt Genau. müssen wir eine Wasserader finden. Eigentlich auch noch. Kann man die mitnehmen? Nichts da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Ja, dann mach, Vielleicht finde Alter! ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Ja! Und wenn ich dann reich bin, Und dann? Teilen wir 50-50? Nope. leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Badezimmer in den Keller. Oh, Keller ist schon mal gut. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ah, sehr gut. Das interessiert schon mal, welcher der Dusch. Gut. Mehr noch nix für nix. Ein Schwamm. Ah, geil. Ich brauche immer Schwämme. Was ist da drin? Kann man da den Schwamm nehmen, oder? Wenn man will? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Jetzt verstanden. Kann man die Wartenummer nehmen, oder? Das muss nicht gewartet werden. Ja, das ist korrekt. Magnete vielleicht? Meine Anziehungskraft ist stärker. Okay, da funktioniert also nichts. Da geht's auch nicht. Nee. Im Keller waren wir da schon. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Gut. Gehen wir da wieder raus. Hä? Okay. Und da sind wir wieder da, mal sehen. Also mal waren, meine ich. Was? Oh, das ist neu. So, perfekt. Okay. Dann alle 15 Minuten schon sind quasi fast. Aha.
Was der da macht, Alter. Ja, alles klar. Dann geht's weiter. Das nächste Mal. Danke fürs Zugucken, gell? Und Servus.